müssen wir vielleicht noch fahren. Die das braucht so stark. Ah, muss aussuchen. Jetzt weiß ich warum. Warum das da so versteht ist? Unverständlich. Meiner Meinung nach. Und der Wein da unten ist schon mehr wert als mit der. Dad hat guten Wein geliebt. Ich rieche nach seinem Lieblingsbordeaux. Ja, Dad, das ist er! Der Keller der Verzweiflung. Ja, Lara, sei mutig. Dies ist der einzige Weg zur Bibliothek des grenzenlosen Wissens. Davon! Siehst du die Schnur? Ein alter ägyptischer Stolperdraht. Die Hüter des Wissens wollen ihre Schätze bewahren. Vorsichtig jetzt. Lass mich vor! Ich kann alle Fallen aufspüren. Und wie du das kannst, mein Schatz, geh vor. ist da irgendwas? Was? Sicher, also da muss es hin. Was ist da? Eine von Winstons Seilfallen für meine Geburtstagsexpedition. Winston hat dafür meine Haarbänder benutzt. Er und Dad haben sich für meinen Geburtstag echt ins Zeug gelegt. Hä? Wasserschäden von der Haupthalle hier drüber. Sind wir da hingekommen? Das kann ich mitnehmen. Weiter, das muss man so lang gehen. Warum anscheinend anders wenig? Denke ich. Oh, das ist so nervig, wenn man so langsam geht. Da muss es einen anderen Weg auch noch geben. Anscheinend können wir da jetzt noch nicht so hin. Keine Ahnung warum. Ja, das soll ich schon gerne mitnehmen. Ich kenne alles dabei, aber das ist so nervig, wenn es so langsam geht. Scheinbar muss man irgendwie außer rum oder so. Da ist mal vermuten. Ein Stoffbär. Was wäre ein Grab schon ohne eine Mumie? Tja. Aber wenn der da herumfliegt, dann hast du den nie gefunden. Der jetzt mal sagen. Boah, voll ey. Lustigerweise. Da ist schon mehr der Zombro, als wie nur steht. Im Keller. So, jetzt sind die Dienstboten zur Bibliothek zu gelangen. Braucht man eine Brechstange. Und jetzt mehr vermuten. Und so ein Ding. So eigentlich Brechstange und nicht einfach ein Ding. Einfach den Haken. Pläne, das Anwesen ans Stromnetz anzuschließen. Dad sagte immer, Oma hätte grelles Licht gehasst. Hier fehlt eine Seite. Oh. Da fällt das ein. Amelia ist fort. Sie hat gepackt und ist gegangen. Und ich habe es nicht einmal bemerkt. Wie damals in der Bibliothek von Oxford, bevor wir uns trafen. Vertieft in ein Buch, gefangen in meiner eigenen Welt. Ich bin ein Narr. Zu lange schon herrscht meine Obsession vom Ritual des langen Lebens über meinen gesunden Menschenverstand. Und vielleicht ist es zu spät. Wieso habe ich es nicht kommen sehen?
Wieder und wieder mache ich diesen Fehler. Ich stelle meine Forschung über mein Privatleben. Aber es hat noch nie so wehgetan. Ich kann nicht ohne sie leben. Wenn ich diese verfluchte Suche aufgeben muss, die mich schon so lange quält, dann bitte. Ich laufe ihr nach. Sofort. Noch heute. Aha. Oh, die liegt mir heute anscheinend. Noch so gleich ganz aufhören. Meine Güte. Okay, das Hauptbuch muss hier irgendwo sein. Hoffentlich mit der Kombination für den Safe. Ich habe eine kleine Karte für Laras Geburtstagsexpedition gemacht. Mit der Geheimtinte, die Emilia mir damals in Marokko gekauft hat. Ich weiß noch, wie sauer ich auf diesen aggressiven Straßenhändler war. Aber sie hat nur ihr strahlendes Lächeln gelächelt und ihn einfach bezahlt. Ich hielt es für eine Touristenabzocke, aber es funktioniert. Man braucht eine bestimmte Pergamentart und eine Wärmequelle, um die Tinte nach dem Trocknen sichtbar zu machen. Das wird eine nette kleine Herausforderung für Lara. Oh, da sind so viele Dokumente. Herrje, merk dir die Kombination, du alter Narr. Laras Expeditionsschatz, mein Lieblingsgemälde von Emilia, unser Hochzeitstag. Okay, diese Objekte muss ich finden, um die Safe-Kombination zu entschlüsseln. Hier ist noch was anderes. Ich habe das Kloster erreicht. Wie Roth gesagt hat, es war tief im Himalaya versteckt. Und jetzt, wo ich auf diesen hohen Steinmauern stehe, bin ich überwältigt von der Schönheit der Berge um mich herum. Es ist atemberaubend. Nicht nur ihre Erhabenheit, sondern auch die Wahrheit, die dieser Ort birgt. Die Mönche hießen mich willkommen, schienen mich sogar erwartet zu haben. Sie müssen gewusst haben, dass eines Tages jemand wie ich hier nach Antworten suchen würde. Ich weiß, dies ist der Ort. Sie haben das Ritual schon früher vollzogen. Die Beweise sind eindeutig. Die typischen Symbole in den Böden. Die Gemälde an den Wänden der inneren Kammer. Sie haben das Elixier schon einmal zubereitet. Und werden es wieder, wenn ich sie überzeugen kann. Ich habe Emilia sofort benachrichtigt. Bei dieser Entdeckung will ich sie an meiner Seite. Dad hat ein Elixier gesucht. Das Elixier des Lebens. Wahrscheinlich, ja. Da noch. Es ist mein Werk. Ich habe immer so gerne Tiger gezeichnet. Ich habe hier viel Zeit verbracht, gelesen und von eigenen Abenteuern geträumt. Das ist echt ganz lustig. Das ist mir so sick, gell? Ich habe immer akzeptiert, dass Richards recht unorthodoxe Forschungen etwas sind, mit dem ich leben muss. Aber diesmal hat mich der Nervenkitzel der Entdeckung gepackt. Ich hätte nie geahnt, dass mich das so fesseln könnte. Richard hat mir telegrafiert, er hat das Kloster gefunden. Das Symbol aus der Schriftrolle war der Schlüssel zu seinem Standort. Ich weiß nicht, ob ich wirklich glaube, dass das zu dem legendären Elixier des Lebens führen wird, aber ich spüre, dass dort ein großes Geheimnis auf uns wartet. Mein Bruder hat gedroht, der Expedition ein Ende zu machen, aber das habe ich ihm vorerst ausreden können. Jetzt fliege ich zu Richard. Ich würde Lara gern mitnehmen, aber sie ist noch zu klein. Bei Winston ist sie in guten Händen. Und wenn wir zurückkommen, sind ihre Eltern vielleicht berühmt. Ja, bis auf das wahrscheinlich, glaube ich, nie zurückkommen haben. Oder sie halt nie zurückkommen ist. Sir Reginalds Helm ist runtergefallen. Oder habe ich ihn nicht richtig aufgesetzt? Der Helm ist nicht mehr da. Einfach fort. Fort. So. Ich kenne die Musik. Sie ist wunderschön. Hey, da ist noch was. Ach, das hat die noch, da ist noch was. Er hat Feuerzeug, aber benutzt hat er es meines Wissens nie. Das Croft-Familienwappen und Initialen. EC, ob das meinem Großvater gehört hat? Feuerzeug.
Okay, jetzt müsste ich den Kamin anzünden können. So. Ich glaube, es geht einfach so. Es liegt jahrelang da drinnen in dem Karton oder was es dort liegen ist und geht einfach. Als Kind bin ich mal böse von diesem alten Ding gefallen. Ab und zu tut mir die Schulter immer noch weh. S. Das war, glaube ich, die S-Cam für die ganzen arschgeilen Typen da, oder? Na, Schmarrn. Platz bitte overgehen. Okay. Und wieder rüber. Das schien jetzt, die braucht dann nichts machen. Na, ja, gute Musik. Leer, bis auf das Bild eines Schlüssels. Ich erinnere mich an diese Karte. Sie führt zum Hauptschlüssel. Aber wir haben eine Geheimtinte benutzt. Man konnte sie nur über einem Feuer lesen. Ich sehe die Karte. Der Schlüssel steckt wohl unter einer Truhe beim Bücherregal. Das X markiert den Punkt, wie man so sagt. Jawohl, so machen wir das. Der Hauptschlüssel. Damit komme ich in den Westflügel. Okay, der öffnet die meisten Türen auf dem Anwesen. Auch den verbotenen Westflügel. Brecheisen brauchen wir erst. Und ist drauf. Irgendwo waren nur Kisten. Na, Oma vor dem Ding, genau. Die Pharaonenkrone von meiner Geburtstagsschatzsuche. Wie alt war ich da? 6? 8? Ich glaube, diese Hieroglyphe steht für eine Zahl. Aber welche nur? Mal öffnen, danke. Jetzt sind wir wieder Ich dort. glaube, in der Bibliothek sind vielleicht noch mehr Hinweise. Vielleicht erstmal die Kisten da hinten offen. Oder irgendwo noch Kisten. Ah, unten. Da unten war die, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Na, Omad war's. Oben. Da war's, genau. So. Da. Das Croft-Familienwappen. Cool. Schlimmer als ich dachte. Tja, wir sollten wieder bei meiner Bruder, gell? Guck. Oh, eigentlich mag ich es nicht anhören, aber... Ohne Emilia ist das Haus nicht mehr dasselbe. Finsternis erfüllt es. Eine Ruhe, die ich nicht ertrage. Auch wenn Lara noch zu klein ist, um zu verstehen, was passiert ist, spürt auch sie die Veränderung. Sie hat nur einmal nach ihrer Mutter gefragt und ich fürchte, meine Reaktion hat ihr Angst gemacht. Ich werde Winstons Hilfe bei Lara in den nächsten Monaten mehr denn je brauchen. Mir war nie bewusst, wie sehr Trauer einen Menschen zerstören kann. Doch ich bin am Boden zerstört. Ich weiß, ich kann dem Schmerz nicht entfliehen, doch ich werde alles tun, um ihn zu meiden. Ich werde den Westflügel verschließen, solange ich hier lebe. Es wird so bleiben, wie Emilia ihn verlassen hat. Vielleicht findet Lara eines Tages dort Antworten. Jetzt ist soweit und wir müssen Antworten finden.
Ich glaube, diese Reise war nötig, damit ich den Schritt wage. Ich konnte Richard in seinem Element erleben, seine besten und schlechtesten Seiten. Ich habe die Reinheit und das Chaos seiner Leidenschaft erlebt und habe erkannt, ich will seine Leidenschaft in meinem Leben, jeden Tag. Es ist getan. Richard wollte noch 4 Tage bis zu meinem Geburtstag warten, aber ich nicht. Wenn ich mich für etwas entscheide, handle ich auch. Wir haben eine kleine Kapelle in Luxor gefunden. Roth und die anderen waren dabei, als wir uns bei Sonnenuntergang in diesem herrlichen Land das Ja-Wort gaben. Mutter wird mir nie vergeben. Atlas wird wütend sein. Aber das kümmert mich nicht mehr. Ich bin frei von den Verpflichtungen der de Mornays. Frei, meinen Leidenschaften zu folgen, umgeben von jenen, die mich ermutigen und herausfordern. Ich freue mich auf die Zukunft, was immer sie bringen mag. Morgen kehren Richard und ich als die Crofts nach London zurück und gehen gemeinsam unseren Weg. Ui, so machen wir das. Was da? Ich platze vor Stolz. Emilia ist schwanger. Unglaublich, wie ein so simples Ereignis das ganze Leben verändert. Wir wissen noch nicht, was es wird, aber wir überlegen uns schon Namen. Vielleicht Benjamin, nach meinem Großvater. Oder auch Griffin? Er war ein noch berüchtigterer Croft als ich. Nein, Emilia ist dagegen und überzeugt, dass es ein Mädchen wird. Sie mag Klassiker wie Scarlett oder Kate, aber ich konnte sie für Lara begeistern. Eine Anspielung auf den Sonnengott Ra und unsere Zeit in Ägypten, in der das Kind gezeugt wurde. Ich denke viel über dieses neue Leben nach, wie ähnlich sie uns wohl sein wird. Bei all meinen Forschungen zu Unsterblichkeitsmythen habe ich vielleicht die offensichtlichste Antwort auf die Fragen, die mich quälen, ignoriert. Wir leben durch unsere Nachkommen weiter. Unsere Gene, DNS, Erfahrungen, weitergegeben über Generationen. Vielleicht ist das die simple Wahrheit des ewigen Lebens. Und ich war einfach nur zu stur, sie zu akzeptieren. Vielleicht doch. Vielleicht hat Dad das Geheimnis der Unsterblichkeit entdeckt, ohne es zu wissen. Moms Ehering. Hab mich immer gefragt, was damit passiert ist. Die Inschrift ist verblasst. Nach allem, was Atlas getan hat. Ich glaube, das war Dads Taschenuhr. Genau um 12 Uhr nachts stehen geblieben. Wie konntest du ihm von der Expedition erzählen? Mir wurde alles zu viel. Ich musste mit jemandem reden. Er ist doch schließlich mein Bruder. Ich traue ihm nicht. Musst du auch nicht, Richard. Aber bitte, vertrau mir. Tut mir leid, Liebling, aber ich kenne ihn. Er geht an die Presse, dann springen die Investoren ab. Dann geh, ohne mich. Heute Nacht. Ich kümmere mich um Atlas und treffe dich nächste Woche in Tibet. Ich war so jung. Aber an diesen furchtbaren Streit erinnere ich mich. Meine Eltern hatten es nicht immer leicht. Das ist Dad. Ist wohl Familientradition, aber ich kann mir nicht vorstellen, sowas von mir machen zu lassen. Mom an ihrem Hochzeitstag. Sie sieht so schön aus. Da steht ein Datum. Irgendwas im Oktober. Mist, die Zahl ist verblasst. Ihr Hochzeitstag war im Oktober. Aber an welchem Tag? Oh, Mann, dass ich das nicht weiß. Irgendwo muss noch ein Hinweis sein. Das Parfum meiner Mutter. Dieser vertraute Duft. Ich sehe sie beinahe vor mir. Du hast schon sein Dusel. Ich erinnere mich. Den hat Dad Mom zum Geburtstag geschenkt. 13. Oktober. Moms Geburtstag. Ich bin sicher, meine Eltern haben im Oktober geheiratet. Ich glaube, um Moms Geburtstag herum. Oh Mann, noch nicht da drin. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Du siehst schon Gespenster. Ich mag sowas überhaupt nicht. Da wird wieder Angst. My Lord,
Wir alle hoffen, Ihre Arbeit wurde auf der Konferenz gut aufgenommen und freuen uns auf Ihre Rückkehr. Wie so oft bei diesen Schreiben wollte ich Ihnen von einem Zwischenfall mit unserem kleinen Engel berichten. Offenbar haben sich die anderen Mädchen an Laras Schule über sie lustig gemacht. Soweit ich entnehmen konnte, haben die jungen Damen sie damit aufgezogen, dass sie zu jungenhaft sei. Sie ziehen sie nicht noch einmal auf, doch ich glaube, die Worte haben sie getroffen. Ich glaube, Lara vermisst ihre Mutter in letzter Zeit. Sie sorgt sich, dass sie nicht wie die anderen Mädchen ist. Da sie nur mit ihrem Vater aufgewachsen ist, verwundert es kaum, dass sie keinen Bezug zu ihnen hat. Vielleicht wäre ihre neue Freundin Anna ein willkommener Einfluss. Sie könnten sie doch einmal mitbringen, damit Lara sie kennenlernt. Den richtigen Moment dafür zu finden, überlasse ich Ihnen. Eine sichere Rückreise. Hochachtungsvoll, Winston. Wieso